Okay, legen wir los. Herzlich willkommen zu der März-Ausgabe von der Driving Distilled News. Heute wieder mit dem Manuel. Merci vielmals, dass du wieder mitmachst. Es war wirklich cool letztes Mal und ich glaube, das ist einfach besser so, ist einfach angenehmer. Ich bin der Daud. Hast du gewusst, ich habe mich nie eigentlich formal vorgestellt. Schon? Bei den Viewers, ja. Aber weil es ja ein lustiger Name ist, gerade so zum Gags und Puns machen, ist es glaube ich eine gute Art und Methode, um die Leute ein bisschen engagieren. Also ich würde sagen, der beste Gag kommt das Gomela übernächstes Mal. Ich glaube, das ist eine Institution in der Schweiz. Ich glaube, das ist ein fairer Preis. Also ein guter Gag mit dem Namen, wenn irgendetwas mit Autos zu tun hat, umso besser. Und nächstes Mal geben wir es bekannt. Wie gesagt, es gibt ein Gomela. Dann, das ist keine Werbung. Ich meine, Gomela sagt, wir haben ja nicht gesagt, wo es verkauft wird. Und wir können auch sagen, wir machen eine Option. Ihr könnt wählen, also der Kunde kann wählen, ob das Gomela oder das Ovo will. Beide Schweizer. Richtig. Ja, ich glaube, das wäre auch eine akzeptable Art von Sponsoring. Oder? Weil ich meine, wir haben ja nicht eben so das Gomela jeden ersten Sonntag im Monat. Ich glaube, das wäre noch cool. Also meldet euch. Good luck. Richtig. Ich kann eigentlich, wenn wir schon da sind, ich mal fragen, was hast du eigentlich so getrieben die letzten paar Wochen? Ja, noch nicht so lange seit den letzten News, aber du bist ja auch aktiv gewesen. Ja, das stimmt. Bei mir ist eigentlich primär die Richtung der Evo vom Kollegen. Wie ihr alle wisst, ich bin der Mazda Repo oder der Wankel-Pickup am Restaurieren. Und dort warte ich im Moment eigentlich darauf, dass ich einen Slot bekomme, um das Auto zu anstrahlen, dass man dann eigentlich den ganzen Rost auch wirklich sieht. Weil dort ein bisschen Wartezeit angesagt ist, haben wir eben angefangen, am lieben Evo vom Kollegen zu arbeiten. Und das ist ein riesiges Desaster. Er hat so viel Rost unten und das ist leider nicht nur seine, sondern die meisten Evos, die auch im Winter gefahren werden. Interessantes Thema, also wenn ihr euch auch für ein Evo interessiert, wenn ihr eventuell mal ein Evo kaufen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, auch ab und zu mal noch Asteroid zu schauen bei mir in den Videos, weil ich sehe relativ viel, wo der Rost ist. Es ist nicht ganz einfach zu sehen, wenn alles zusammen ist, sprich der Tank da oben ist. Aber es gibt definitiv sehr gute Einblicke, um zu wissen, wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr euch für ein Evo interessiert. Und wenn ihr euch schon interessiert, wisst ihr ja, dass die Autos nicht billig sind und sie werden auch nicht billiger. Die Preise, auch in Japan, sind brutal am Steigen im Moment, bei allen Autos. Ja. Das ist wirklich brutal im Moment. Und ja, das war eigentlich das, was bei mir auf dem YouTube-Channel gegangen ist. Okay. Ansonsten nebenbei halt das übliche, ein bisschen Arbeiten, Homeoffice, Corona, ja. Ich glaube, da erzählt alle so ein bisschen die gleichen Geschichten. Außerdem mit dem Evo, nicht jeder ist gerade an einem Evo nicht jeder versucht gerade einen Evo zwischen all dem Rost zu finden. Schaut rein, mit den Sachen noch einblenden, Map2K oder Mapinski auf Instagram. Ja. Und ist immer etwas los dort. Sind ja gerne willkommen. Dann, ich bin ein bisschen unterwegs mit dem Touran, habe wieder gemerkt, für da durch ist, wenn du bei uns unterwegs bist, ist eigentlich okay, ist ein kleiner Motor, hat eigentlich innen recht viel Platz, aber ist auch kein Langstreckenauto. Und das regt mich jedes Mal wieder ein bisschen auf. Aber worauf fährst du? Ja, es ist ein bisschen die Sitz, es ist ein bisschen die Aufhängung, es ist alles so weit oben. Weißt, du merkst, dass es ab 130 ein bisschen überfordert ist. Und ich meine, wir sind ja zufälligerweise in Deutschland, eines von unseren Nachbarländern. Und es ist so ein bisschen das. Aber ich kann noch nicht vor, da irgendetwas daran zu ändern. Soll ich jetzt sagen, du bist vielleicht ein wahrer Petrolhead? Ja. Mal schauen. Ich tu mal nichts versprechen. Vielleicht nächstes Mal. Dann haben wir ja, apropos zu dem Video, gesagt, wir tun auch die Community involvieren. Jetzt mit dem Video und mit dem News-Video ist mega viel los gewesen. Okay. Wenn wir gesehen sind, Tausende von Kommentaren gewesen. Krass, sehr geil. Nein, aber wir haben zum Beispiel einen auf diesem Video gehabt, der gefunden hat, ist eine super Audio-Quali. Und jetzt machen wir es noch besser, weil jetzt haben wir jeder sein eigenes Mikrofon. Das weiße Ding da. Genau, wir haben uns Mühe gegeben. Es sollte also besser werden das Mal, es sollte besser sein. Dann, etwas, was noch witzig war, im Schweizer Video zum M2 habe ich gesagt, dass die Carbon-Domstrebe, die sie ja drin haben, dass die ein bisschen Show ist. Im englischen Video habe ich dann gesagt, dass sie eigentlich nicht
aus Carbon sein muss, um zu funktionieren. Und im deutschen Video hat mich der Herr Dudkowski darauf aufmerksam gemacht, dass die Strebe sehr wohl funktional ist. Und ja, ich habe dann versucht, mich zu erklären, dass eben, ich eigentlich nicht gemeint habe, dass die nicht funktional ist, sondern dass eben das Carbon eigentlich das Material. Und ich habe es, glaube ich, jinxed. Weil der Chris Harris hat auf Twitter ein Video gezeigt, also nein, ein Bild gezeigt vom neuen M3 unter der Haube und ist jetzt einfach Stahl. Jetzt soll man sich natürlich fragen, hat BMW das Video gesehen? Ja, wahrscheinlich irgendeiner vom Accounting hat das gesehen und hat gedacht, die Ingenieure haben mir einfach irgendwelche Stuss erzählt, die muss nämlich gar nicht aus Carbon sein. Und jetzt haben sie massiv Geld eingespart. Sorry, es ist mein Fehler. Jetzt wissen das alle, ich bin schuld, dass die Strebe nicht mehr aus Carbon ist. Es tut mir leid. In Zukunft wird meine Zunge ein bisschen härter. Jetzt können wir überlegen, ob wir uns im Sicht-Carbon-Business bekannt machen. Aha, ja. Ja, falls die Sales runtergegangen sind. Genau. Mein Fehler, es tut mir leid. Sonst, was haben wir denn noch gehabt? Ja, das Video, ich muss ehrlich sagen, auf dem Schweizer Kanal ist eines von den beliebteren Videos. Okay. Ja, gerade ist nahe in der Popularität zu meinem Video vom M2. Okay. Aber es ist spannend, die Leute sind offenbar interessiert, oder? So Sachen zu sehen. Freut mich natürlich. Absolut. Du kommst ein bisschen um, du redest schon die Leute zeigen, was sie machen. Also ich find das cool. Das ist ein cooler Community-Gedanke. Ja, und das lässt sich sicher ausbauen. Ja, ich kann vielleicht auch als kleinen Ausblick. Ich habe die Jungs von Grip und Drift angefragt, ob sie mitmachen wollen. Wenn du natürlich gerne mitmachen willst, nehme ich dich sehr gerne mit. Dann gehen wir die Jungs mal besuchen, zeigen, was sie so machen. Grip und Drift habe ich so nebenbei schon mal ein bisschen vorgestellt. Ich bin ja gut Drifter mit einem M2 und habe das auch ins Video eingenommen. Ja, und dann können wir das hoffentlich ausbauen. Ich finde, wäre definitiv cool, ja? Genau, kommen wir doch zu den News. Und zwar fangen wir doch mit dem, jetzt wo wir das Schweizer Video machen, fangen wir doch mit dem Teil an, der uns auch ein bisschen betrifft. Und zwar, gerade in der Corona-Zeit habe ich das Gefühl gehabt, also letztes Jahr und dieses Jahr hat die Polizei ja einen Crackdown auf Autoposer, sogenannte. Jawohl. Hast du einfach generell schon mal so eine Meinung zu dem ganzen Thema? Etwas, wo dich schon länger aufregt, vielleicht, wo du gerade loswerden willst? Aufregen würde ich jetzt nicht sagen, nein. Ich meine, ich wohne auf dem Land, da ist es allgemein ein bisschen legerer, nicht das ganz so eng gesehen und alles. Und es ist ja nicht so schlimm. Also ich wüsste jetzt nicht, wie es ist, wenn ich irgendwie an einer Bahnhofstraße oder so leben würde, wo dann halt wirklich spät abends dann irgendwelche extrem lauten Autos hochdrehzahlmässig durchfahren. Ich glaube, das würde mich auch aufregen, ganz ehrlich. Darum, ich persönlich bin der Meinung, und das ist interessant, ich habe wirklich eine Diskussion mit einem Kollegen diesbezüglich gehabt, vor ein paar Tagen. Wir haben beide gesagt, look, es ist Autos, die laut sind oder die einfach gut tönen, Hammer. Aber in der Regel kann man diese Autos ja auch leislicher fahren. Sprich, wenn man irgendwie im Dorf unterwegs ist. Und ich finde, das ist einfach so ein Respektspunkt. Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von, wenn ein Auto cool tönt. Meine Autos sind auch nicht die leislichsten auf dieser Welt, das ist auch so. Aber ich bin einfach insofern rücksichtsvoll, dass wenn ich im Dorf fahre, dass ich dann halt nicht das Auto auf irgendwie 4'000, 5'000 Touren drehe, sondern dass ich halt ein bisschen früher schalte. Aber wenn ich dann irgendwie ausgerotzt bin oder wenn man dann irgendwo mal in einem Tunnel drin ist, dann drehe ich auch aus, oder? Darum eben, also ich habe prinzipiell eigentlich nichts dagegen, wenn ein Auto ein bisschen spezieller tönt, auch ein bisschen lauter ist. Aber eben einfach von meiner Seite her wäre ich einfach froh oder wäre mein Appell an alle, wenn es nicht im Dorf mitten in der Nacht auslebt, dann regt sich auch niemand darüber auf. Und ist natürlich die Frage, ob das, wenn das jetzt jeder machen würde, ob das etwas bringen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir sind dort schon zu verbrannt in dieser Hinsicht bei der Polizei. Aber ja, das ist eigentlich so meine Meinung. Ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich finde, eigentlich beide Seiten müssten vielleicht ein bisschen runterkommen. Ja. Ich weiss noch, einmal hat irgendeiner, gut 20 Minuten selber schuld, dass ich das 20 Minuten gelesen habe, aber hat einer beim Glattpark, das ist dort 60 und ich glaube, die sind nicht schneller gefahren. Also, ja, die fahren da rein, oder? Und sind einfach, weißt du, wie an einer Pellerschnur und so, sind sie hintereinander hergefahren und sind wirklich über 50, 60 gefahren. Das sind halt ein bisschen Leute gewesen. Also muss ich auch sagen, ja, kannst dich beruhigen. Und es war irgendwie nicht mitten in der Nacht, es war irgendwie 5, 6, 7 oder so gewesen. Und also dort, wie ich sagen, ein bisschen runtergekommen von dem Ganzen. Und ich meine, die sind ja
fahren durch. Und weißt du, gerade die Brücke, du fliegst ja, oh gut, jetzt fliegt nicht mehr, aber du hast ein Flugzeug oben dran. Also, ich glaube, im Abendkommen, die andere Seite ist schon so, wie du sagst. Oder wenn, musst du vielleicht nicht gerade am 12 oder am 1 oder am 2 in der Nacht eins klopfen lassen. Also, ich glaube, beide Seiten ein bisschen runterkommen, ein bisschen Respekt, ein bisschen, ein bisschen einander entgegenkommen und dann sollte das klappen. Also ich sehe eigentlich da nicht so ein grosses Problem dahinter. Und, ist eine interessante Gesichtsweise, gebe ich dir recht. Und eben, weißt du, irgendwo haben sie irgendwie so ein Treffen aufgehoben, weil sie sich im Wald getroffen haben. Ja. Da muss ich auch sagen, ja, ich weiss, Corona, aber wenn sie eben in dem Auto hocken, und also ich sehe das jetzt nicht so an. Weißt du, lieber dort, als dann irgendwo, ich weiß auch nicht, an der Bahnhofstraße und dann eben. Ja, ich habe so das Gefühl, dass generell jetzt nicht nur durch Corona, aber hat sicher auch einen Einfluss, dass alles noch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, überspitzter wird, aber ich habe einfach so das Gefühl, die Leute reagieren noch emotionaler oder noch nicht aggressiver, aber die Reaktionen sind einfach irgendwie noch heftiger, als was sie vorher schon waren. Ja. Ich weiß eben nicht, also, gerne auch eure Meinung, was ihr dazu denkt, aber ich habe das Gefühl, Corona hat jetzt schon auch einfach einen gewissen Einfluss im Sinne von, weil die Leute eben schon eingeschränkter sind, nicht mehr so viel dürfen oder sollen machen, dass dort einfach noch ein bisschen mehr reingepusht wird. Ja. Einfach damit man etwas anderes hört als das leidige Corona-Thema. Ne? Ja, vielleicht. Aber generell, ich glaube, da sind wir einer Meinung, ja, ein Appell eigentlich alle, ja, ein bisschen runterkommen, beide Seiten. Absolut. Und ja, zeigt auch ein bisschen Rücksicht. Es ist cool, dass ihr ein schönes Auto habt, aber ja. Gut, meine Meinung, wenn ein Auto einen Turbo hat, lasst es gerade sein. Aber nein, jetzt sind wir uns einig, jetzt wollen wir es nicht verderben. Gehen wir zu einem anderen Thema, wo jetzt eher spezifisch ist für die Autoszene, aber gleich die Emotionen einigermaßen hochkochen lassen hat. Und zwar der Influencer Gate. Zwar hat einer aus der UK-Szene, ist zum Litchfield, das ist ein Tuner, ich glaube ein recht bekannter mittlerweile, ja, also in der UK. Also der ist bekannt, die Leute kennen den. Und zwar ist er zum Litchfield mit seinem Toyota Yaris und hat gesagt, ich hätte gerne euer Fahrwerkskit, gratis, weil er ein Influencer ist halt. Dann hat er noch 50.000 Pfund obendrauf dafür und noch eine Beteiligung dann an jedem verkauften Fahrwerkskit. Und ja, der Chris Harris hat das genervt, er hat es auf Twitter gebracht, hat dann nachher auch mit seinen Kollegen von Collecting Cars hat noch einen Podcast gemacht. Der Ian Litchfield war auch dabei und dann das Thema so ein bisschen diskutiert. Wie siehst du das? Es ist, ich weiß auch nicht, ich finde es einfach extrem übertrieben, was gewisse Leute das Gefühl haben, warum sie sich etwas erlauben können. Auch da ein interessantes Thema, weil ich habe kürzlich vom JP das letzte Video angeschaut, wo er auch ein bisschen in die Richtung schlägt. Also es war auch ein Podcast, den er mit einem gemacht hat, wo er eben auch ein bisschen von seinen Hintergründen erzählt, wie er eigentlich zu YouTube gekommen ist. Das habe ich extrem interessant gefunden. Weil er sagt, jeder, der ihn kennt, weiss, er ist mit den Autoprofis oder PS-Profis, glaube ich, hat es geheißen. Die Serie ist er ja zusammen mit dem jetzt habe ich den Namen vergessen. Es ist ein zweiter bekannt worden. Okay. Sydney. Okay. Sydney und JP. Und er sagt eben auch ein bisschen so, er ist eigentlich nie ins Fernsehen wollen, er hat eigentlich vom Fernsehen eher weg wollen, weil er einfach immer das Gefühl hatte, dass die Leute etwas anderes interessiert, als das, was sie immer zeigen. Jetzt, eigentlich fast jede Carshow geht es irgendwie das Gleiche, sie zeigen ein Auto, dort haben sie auch von den Fans oder von der Tuning-Szene Autos gezeigt, sind die Probe fahren. Und ein Punkt, den der JP anspricht, den ich extrem interessant finde, ist eben, als er angefangen hat, hat er dann mal seine Producer gefragt, also, ja, was kommt er denn über, also dem, der das Auto gehört? Er sagt, ja, nichts. Ja, warum nicht? Wir fahren einen halben Tag mit seinem Auto um, wir verfahren sein Benzin und er kommt nichts dafür rüber. Das kann ja nicht sein. Also ja, mal, er kommt ins Fernsehen. Und das ist der Grund, warum die Producer dann so gesagt haben, ja, nein, das ist eigentlich Gegenwert genug, er kommt ins Fernsehen. Und der JP ist wegen dem vom Fernsehen weg. Er hat gesagt, nein, er will anderen Content produzieren. Er will zeigen, warum ein Motor ist, wie ein Motor ist, wie funktioniert er und so weiter. Das siehst du im Fernsehen nur bedingt. Ja. Und eben, aus dieser Diskussion ist dann eben er auch gekommen. Er hat gesagt, ja, na klar, wenn du eine Persönlichkeit bist, kommst du Vorteile über. Aber er wird sich auch nie das Recht herausnehmen, etwas einzufordern. Ja. Es gibt
eine Möglichkeit zu verhandeln. Das ist natürlich ein Punkt, der valide ist. Aber anzugehen, so wie der bei der Litchfield und sagen, das ist, gibt mir das oder, oder was, auf gut Deutsch gesagt, finde ich eine absolute Frechheit. Ja, also ich finde es auch krass. Ich meine, ich finde es ja okay, wenn die Leute eingeladen werden zu irgendwelchen Events, wenn das Angebot kommt. Ich meine, weißt du, auf eine Art kannst du sagen, ja gut, er hat gefragt und die in Litchfield haben Nein gesagt. Weißt du, man kann es auch so sehen. Ja. Aber andererseits trotzdem, ich finde es eher bedenklich, oder, wie jetzt die ganze Situation ist. Ja. Als krasses Gegenbeispiel, das überhaupt nicht mit dem Auto zu tun hat. Ich bin letztens über einen Lego-Channel gestolpert. Okay. Hilterstein heisst oh ja, kenne ich. Genau, und was mir an ihm gefallen hat, er gesagt, er tut gerne Zeug reviewen. Also er kommt gerne, ich meine gerade aus Asien, kommt jetzt viel Konkurrenzprodukte. Ja, es gibt es, genau, ja. Und er hat gesagt, er würde die gerne vorstellen, aber er will kein Review-Exemplar haben. Ja. Er will sie kaufen. Ja. Weil er hat jetzt so viel Stress gehabt mit Lego. Mit Lego, ja. Und er hat gesagt, er will einfach das Zeug kaufen und er will sagen, was er sagt, wie das Zeug... Seine freie Meinung quasi kommt. Genau. Und das ist auch noch ein krasser Zug, oder? Ich meine, es ist vielleicht nicht das gleiche wie mit dem Auto. Weil du kannst nicht sagen, gut, ich habe jetzt jedes Auto, oder, das ich review. Ja. Aber trotzdem, ich finde das eigentlich noch ein cooler Ansatz. Also, ich will frei sein. Mein Markenzeichen ist meine Meinung und meine ehrliche Meinung. Und es ist natürlich schwierig, oder, wenn du halt von anderen Herstellern vielleicht... Oder von einigen Herstellern Zeug bekommst, von anderen nicht, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich bin ein bisschen besorgt um die Situation, oder? Weil, absolut. Ja, weil du hast es nicht im Kopf, wenn du auf ein Video klickst, denkst du nicht, oh, ist das von dem finanziert worden, ist das wirklich seine Meinung, oder? Ja. Nein, darum, ich finde es eben auch gut, wenn die Leute dann klar darauf hinweisen, dass es ihre persönliche Meinung ist und nicht irgendein Einfluss von jemand anderem. Ja. Also man hat natürlich immer Einfluss, aber nicht vom Hersteller in dem Fall. Oder? Richtig. Also wenn wir dann unsere Comelos bekommen, gratis, oder, dann müssen wir auch aufpassen. Oder? Dann müssen wir aufpassen, das ist ja so. Genau. Ja, ich bin gespannt. Andererseits, ich sehe auch, weil, viele, du siehst, die populärsten Channels sind nicht die Hardcore Auto-Petrolhead-Fans oder die Petrolhead-Channels, das sind die halt ein bisschen Glamour haben, die halt neue Autos zeigen und so. Ja, es ist schon auf beiden Seiten, oder? Ich meine, die Leute machen es, weil die Anfrage da ist, und die Anfrage ist halt da, weil es halt die Situation gerade so ist. Aber auch dort vielleicht ein bisschen runterfahren, ein bisschen wieder auf den Boden kommen. Ja, back to the roots, ja, definitiv. Genau. Jetzt angenommen, alles geht schief, wir haben keine Influencer mehr. Wir haben gar nicht mehr, alles ist der Bach ab. Jeder hat nur eine Gallone, gut, je nachdem welche Gallone, 3,9 Liter oder 4,4 Liter Benzin. No? Ach, gar nicht so ein riesen Unterschied. Ja. Was machen wir mit der noch? Das war ein Artikel in einem Magazin. Ich wollte es nicht sagen, weil ich weiß es nicht mehr und ich wollte nichts Falsches sagen. Aber es ist eigentlich noch eine coole Idee. Was würdest du mit deinem letzten Liter, mit deinen letzten 10 Liter Benzin noch machen? Boah, schwer zu sagen, ganz ehrlich. Einerseits, also wenn ich wüsste, dass es nachher absolut kein Benzin mehr würde geben, ich glaube, ich würde den fettesten Burner liegen lassen, was ich je gemacht habe. Ganz ehrlich. Ja. Weil dann spielt es nicht keine Rolle mehr, wenn der Motor explodiert, weil du hast kein Benzin mehr, scheißegal. Ich glaube, ich würde so mit einem Big Bang aussteigen. Okay, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ich dachte, will ich noch eine Alpentour machen mit 10 Litern, nicht so viel, weißt du, mit dem letzten Tank. Vielleicht ein bisschen driften. Ja, wäre auch nicht schlecht. Driften noch. Genau, und am Schluss noch, wenn alles fertig ist, Pneu durch noch und Motor durch, einfach noch alles in die Luft jagen. Abschied mit einem Big Bang. Richtig. Das ist eine gute Idee. Was gibt es noch? Was kann man da noch machen? Multiplizieren kannst du ja nicht. Also, du kannst ja nicht das Benzin, das du noch hast, brauchen, um mehr Benzin herzustellen. Von dem her, also mich würde auch interessieren, was andere Leute denken. Ja, was würdet ihr mit dem letzten 10 Liter Benzin machen? Ja, oder noch, vielleicht, wenn wir an unser letztes Newsvideo denken, vielleicht noch einmal ein Formel 1 V10 hören. Weißt du, wie lange das 10 Liter lang ist? Ja. Aber ja. Kurz noch auffüllen lassen. Das ist das Schöne, dann würde sich die Community wieder zusammenfinden und man würde vor allem ein bisschen etwas sehen. Richtig, genau, das kannst du zusammen nochmal feiern, oder zusammen nochmal einen grossen Big Bang. Ja. Dann hast du die einen wie uns, die dann irgendwie noch driften und einen Burnout liegen lassen. Andere würden, keine Ahnung,
Musik beisteuern, würde das Auto mit der Anlage laufen lassen für die letzten 10 Liter, dass du nochmal richtig geile Musik hast. Wieder andere würden noch rasch irgendetwas zu posten gehen, damit es mit der Party weitergeht. Also ja, Community, oder? Ja, vielleicht habt ihr noch ein paar coole Ideen. Das würde ich aber wirklich noch wundern. Ich glaube, das ist so etwas, ein bisschen dystopisch, aber andererseits auch noch ein bisschen cool. Oder so, was willst du mit den letzten paar Liter Benzin noch machen? Ja. Gut, was ja neu war, oder was im Februar, ich glaube das Highlight vom Februar war ja der 911 GT3 gewesen. Wir haben letztes Mal schon fast zu Tod geredet, aber das Einzige, was eigentlich neu ist, der Look. Ja. Der Looks, wie findest du, sieht er aus? Ich habe mir noch ein bisschen genauer angeschaut und ich habe ihn eigentlich noch interessant gefunden. Wobei, ich muss sagen, mit der jetzigen Generation, also die Front gefällt mir extrem gut, auch mit den angedeuteten Lüftungsschlitz, die er in den Huben drin hat und alles. Aber das Heck, persönlich gefällt es mir nicht ganz so gut, es sieht mir ein bisschen zu abgespaced aus. Okay. Ich weiss, das ist ein bisschen konträr zu dem, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich gerne bei den Porsche ein bisschen Neuerungen würde sehen, dass nicht alles wieder nach einer Karriere aussieht, nach einem 911. Aber also mein Geschmack hat es irgendwie einfach nicht getroffen, das Heck. Aber wie gesagt, jeder kann seine eigene Meinung haben. Das ist jetzt meine. Trotzdem hat es keinen Einfluss auf, dass es ein absolut geiles Auto ist. Richtig. Sehe ich ähnlich übrigens. Gut, ich bin auch ein bisschen biased. Wir werden es dann in einem nächsten Video dann sehen, wieso ich ein bisschen biased bin. Aber ja, vor allem auch ein super deutsches Wort. Aber Biased. Voreingenommen. Genau. Ja, GT3 müssen wir nicht diskutieren, super cool. Eben die Looks sind auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist so nicht so kohärent irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht sehr stimmig. Es hat so ein paar Unstimmigkeiten, finde ich. Was ich aber cool finde, ich bin eigentlich nie ein Fan vom Flügel vom GT3. Der RS habe ich immer cool gefunden, mit seinem absoluten Mega-Monster-Rennflügel. Aber der vom GT3 hat mir nie so gefallen. Und von dem da gefällt er mir jetzt aber. Auch wenn ich auf die Spanenhals-Flügel nicht so abfahre, aber mir gefällt es. Was ich auch cool finde, ist da, ich weiß nicht, ob es der Bürzel, der Ducktail-Spoiler unten dran, der gefällt mir. Ich finde, der sieht noch cool aus. Aber das Witzige ist, das Touring-Modell, das nachher ohne Flügel kommen soll, wird der nicht haben. Das ist doch schade, weil ich finde gerade den Bürzel, den finde ich eigentlich noch mega cool. Aber ja, ich glaube, da reden wir jetzt genau. Ich nehme an, es gibt Gründe dafür und wenn es Gründe gibt, wo die Community nicht dazu oder nicht gleicher Meinung ist, dann gibt es noch den Aftermarket. Also. Ja gut, das ist auch so. Das ist das Schöne, wenn es nur die Looks sind, die kann man immer anpassen. Das stimmt. Ja, ich habe schon jetzt gesehen, die haben beim GT2 den Flügel hinten abgenommen oder beim GT3 hinten den Flügel abgenommen. Nein! Ja. Aber zum ein bisschen Kontrast zum GT3 herstellen. Am nächsten Tag hat er dann McLaren den Artura gezeigt. Ganz anderes Konzept eigentlich. Mittelmotor, Biturbo, 3 Liter V6, Hybrid unterstützt. Und die Frage ist nachher natürlich, ich weiß nicht, ob sie in einem ähnlichen Preissegment sind, aber die Frage ist natürlich, welche würdest du jetzt lieber haben? Schwer zu sagen. Also rein vom Optischen würde es mich wahrscheinlich eher zum McLaren ziehen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass McLaren hat natürlich auch in der Vergangenheit schon ein paar richtig geile Autos gebaut. Also der P1 einfach mal auch als Hybrid haben sie schon gehabt. Ja, ich finde das Konzept vom Hybrid finde ich relativ cool, weil du Vorteile aus beiden Welten kannst geniessen. Du hast nicht riesige Gewicht an Batterien im Auto, sondern das ist halt einfach eine gewisse Größe, nicht übertrieben. Trotzdem hast du einen Motor, der durchaus schöne Töne von sich geben kann. Das ist ja das, was wir Petrolheads gerne hören. Darum finde ich das ein relativ stimmiges Konzept. Okay. Ich finde es auch insofern recht gut, weil du hast die Möglichkeit, den Verbrauch einzudämmen. Weil eben, wenn du innerorts fährst, also ich weiss nicht, wie es bei dem ist, aber in der Regel sind die Hybridmodelle so gebaut, dass du mit 30, 40 bis zu 50 km/h eigentlich elektrisch kannst fahren für eine gewisse Distanz. Und erst wenn du schneller fährst oder mehr Power brauchst, schaltet der Motor zu. Also rein vom Konzept her finde ich es extrem interessant. Auch, dass du dann Power von beiden kannst kombinieren. Das heisst, unten raus hast du das Drehmoment vom Elektromotor, das dir einfach schon mal hilft, bis dann Turbos ziehen, dass du dort schon mal einen Punch hast und dann wird es dann halt noch mehr. Eben, also rein auch vom technischen Aspekt, denke ich, würde es mich eher zum McLaren ziehen als zu einem Porsche.
Aber trotzdem, ich finde auch ein Porsche GT generell, egal welcher, hat auch seine Daseinsberechtigung und ich würde auch nicht abgeneigt gegen den natürlich. Aber, Jawohl. Ich bin bei dieser Diskussion immer noch der absolute Dinosaurier. ja. Ja, ich kann, wie gesagt, es ist auch so, ich bin nicht der Porsche Guru, ich bin nicht der 911 Fanatiker. Es ist einfach das GT-Modell. Es ist halt nach wie vor der einzige Ort, wo du einen Sauger bekommst und einen Handschalter. Ja. Und einfach, ich kann mich einfach nicht davon lösen. Wenn morgen Porsche sagen würde, okay, in GT-Reihe ist Handschalter tot und der Sauger ist tot, ich glaube, dann würde ich wirklich anfangen, die Autos wirklich, gegeneinander evaluieren. Ja. Oder was gefällt mir besser. Aber solange Porsche einfach den Sauger noch hat und den Handschalter, ich kann das nicht einfach. Ich kann es nicht einfach aus der Gleichung rausnehmen. Das ist ein Fairpoint. Ja. Ich würde für die GT3 gehen, glaube ich. Aber das wäre ich auch gespannt. Was meinen die anderen? Ja. Bin ich da wirklich absoluter Dinosaurier und stehe allein auf der Welt da? Oder, was meinen die? Ja. Das würde mich wirklich interessieren. McLaren, oder Artura oder 911 GT3. Ja. Lasst uns wissen, wie gesagt, nächstes Mal, wir nehmen Kommentieren, wir besprechen das Zeug und es gerne aufgreifen. Was ist sonst noch passiert? Gehen wir zu einem anderen britischen Hersteller, wenn man das überhaupt noch so sagen könnte. Ich meine, es geht um Lotus. Okay. Ihr entscheidet, ob es noch ein britischer Hersteller ist oder nicht. Ich würde eigentlich sagen, schon im Prinzip sind es eigentlich immer noch die gleichen. Nur weil sie jetzt einen chinesischen Investor haben, wo die Firma gehört, ich glaube nicht, dass es wegen dem weniger britisch wird. Genau, wahrscheinlich Hoffen wir es nicht. eine der britischsten Firmen, die noch rum sind. Die machen eigentlich nur ihr Ding und ziehen das so durch. Oder die haben ihr Ding gemacht, weil Elis, Exige, Evora sind ja gehen alle zu Ende. Genau, es war eine coole Zeit. Ich finde es cool, dass Lotus die Auto gebaut hat. Aber es geht jetzt in die Zukunft. Gerade auch mit Geely, mit dem chinesischen Investor. Wir haben ja 2 Sachen dort gehört. Zum einen soll ja jetzt ein neues Modell kommen, wieder ein Mittelmotor. Und offenbar ist es explizit kein neuer Esprit. Sie wollen das offenbar trennen von dieser Legacy. Und das andere ist die Kollaboration mit Alpine. Hast du das verfolgt? Wie siehst du das? Werden wir noch unsere Lotus, ich habe noch nie einen gehabt, aber wird Lotus noch das gleiche sein, wie wir es kennen von früher? Schwer zu sagen. Also ich gehe noch schwer davon aus, dass sie am Konzept werden festhalten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt plötzlich irgendeinen Lotus SUV würden auf die Beine stellen zum Beispiel. Ich glaube, dort werden sie doch in ihrem Nischensegment bleiben. Alpine geht ja die gleiche Richtung. Wenn nicht mal A110, was jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, frisch aufgestellt haben. Geht eigentlich auch in die gleiche Kerbe. Ein leichtes Auto, nicht übertrieben viel Hubraum, nicht übertrieben viel PS, aber doch ein stimmiges Konzept, das ausgewogen ist. Von dem her denke ich, dass es durchaus funktionieren kann. Ob Lotus das Gleiche wird bleiben, es ist absolut schwer zu sagen, weil man weiss, der Elise, Exige, eigentlich all die Autos, die Lotus bis anhin gebaut hat, das sind halt pure Lotus gewesen. Klar, sie haben dann schon noch ihre Einflüsse geholt, aber also rein vom Autoaufbau und alles sind es eigentlich reine Lotus gewesen. Mit irgendwelchen Toyota-Motoren. Ja. Und da ist natürlich die Frage, welche Richtung werden sie gehen. Ich gehe mal davon aus, dass auch Lotus mehr in Richtung Hybrid oder sogar Elektro wird gehen. Zwangsläufig, einfach weil der Markt das im Moment so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen diktiert, aber die Masse geht in diese Richtung. Wobei man eben muss sagen, Lotus ist kein Massenproduzent. Es sind keine Autos, die für die Allgemeinheit, also nicht für jeden gebaut sind, muss man auch sagen. Darum, also ich bin wirklich gespannt an, welche Richtung das Lotus wird einschlagen, vollkommen. Aber eben auch, was aus dieser Kollaboration mit Alpine könnte rauskommen. Also ich gehe mal davon aus, dass weil Alpine ein sehr kleiner Hersteller ist, ich meine, Lotus ist grösser als Alpine, aber nicht riesig, dass sie dort wahrscheinlich mit einer Kollaboration von der Bodengruppe werden daherkommen. So ein bisschen wie sie ja Toyota und Subaru mit WRZ gemacht haben. Ich denke, es wird in diese Richtung gehen. Und nachher alles andere werden wir zwangsläufig sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich bin eigentlich auch zuversichtlich, wie du gesagt hast, weil es eben ähnliche Konzepte sind, weil es so eine ähnliche Philosophie ist. Bin ich gespannt. Ist auch vielversprechend, finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass der neue Lotus, dass da ein bisschen upmarket gehen wollen. Also dass dort vielleicht ein bisschen mehr so ein bisschen den Premium-Gedanken dahin haben, vielleicht auch wegen der Stückzahlen und eben auch der Business Case. Oder ich meine, GD ist ein Investor, die wollen sicher auch etwas rausholen jetzt aus Lotus. Darum, ich bin gespannt. Ich denke, das Auto, egal was es bringen wird, ich bin mir sicher, es wird kompetent sein, es wird gut zu fahren sein. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, es wird wahrscheinlich ein bisschen im Premium-Segment sein. Eventuell eben das Elektroauto, der i5, hast du ja vielleicht über dem 2000 PS, irgendwie sowas. Ich glaube, das war so vielleicht eine Ankündigung, dass jetzt ein bisschen im März vielleicht ein bisschen höher rauf. Ich bin wirklich gespannt, was Lotus da bringen wird. Und ich glaube, von Neuem hat gesagt, das wird der letzte nicht Hybrid sein. Okay. Oder der letzte, der nicht Elektrounterstützung hat. Schauen wir mal, wie es kommt. Ich bin gespannt. Ich male noch nicht schwarz da. Nein, und es gibt ja noch Final Edition von allen Modellen, die jetzt für ein gewisses Zeit verkauft werden. Also, sie sind noch nicht ganz gestorben, aber wir wissen, dass das bald wieder fertig ist. Live-Support. Genau. Genau. Bleiben wir noch ganz kurz auf der Insel. Jaguar hat angekündigt, dass ab 2025 nur noch Elektroautos werden produzieren. Ich muss ehrlich sagen, Jaguar ist natürlich eine historisch wichtige Marke gewesen. Oder ist immer noch eine historisch wichtige Marke. Aber ich glaube, in neuerer Zeit hat man gesehen, dass sie nicht ihren Stempel im Markt aufsetzen können. Wir haben ja den F-Type gesehen, der eigentlich super cool ist, so einen gebaut haben. Haben sie dort ein bisschen die Palette umstrukturiert, ein bisschen schlanker gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erwartete Erfolg war, aber so auf internationaler Bühne ist es nicht der ganz grosse Erfolg gewesen. Und sie versucht halt etwas zu reissen und jetzt EV only ab 2025. Wie siehst du das? Ja, wie du sagst, Jaguar eine sehr traditionsreiche Firma, viele Highlights, aber auch Lowlights natürlich gehabt. Ich stimme dazu, ich glaube nicht, dass der F-Type und auch nicht der I-Pace, glaube ich, heisst der SUV. Ich glaube nicht, dass beide ein Riesenerfolg sind. Wobei eben, also ich kann mich da absolut täuschen. Ja. Und ich denke, für Jaguar kann das ein neuer Anfang sein. Meine eben, ist die Frage, wie sie es aufstellen, was sind da für Leute involviert. Aber ich denke, es ist eine Chance für Jaguar. Auch weil der Markt, wie gesagt, sich ein bisschen in die Richtung bewegt. Alles muss Elektro sein. Ich persönlich bin eigentlich immer noch, und das habe ich das letzte Mal schon gesagt, der Meinung, dass reine Elektro nicht die Zukunft werden sein. Ich habe das Gefühl, die Zukunft liegt dann entweder in einem Hybrid-Approach oder dann auch in Kombination mit Wasserstoff. Einfach um das Speichern von der Energie, auch wenn es noch nicht so effektiv ist im Moment, oder effizient besser gesagt, glaube ich, also es ist eher das, wo wir in Zukunft werden hingehen. Aber ich bin auch überzeugt, 2025, wir reden da immer noch von fast 4 Jahren in der Zukunft, da kann sich ganz viel ändern. Und ich bin immer noch überzeugt, dass reine Elektro nicht das wird sein, was wir in Zukunft werden fahren. Wir werden es für den Moment sicher fahren, weil das einfach die Richtung ist, wo der Markt und eigentlich die Länder vorgeben. Aber ja, eben, um abschliessend Jaguar nochmal anzusprechen, ich glaube, es ist eine Chance für sie, sich neu zu erfinden, mehr oder weniger. Trotzdem erhoffe ich mir, dass sie gleich noch einen gewissen Einfluss von der Vergangenheit, die sie hatten, noch werden mitnehmen. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen für Jaguar. Ich kann mir vorstellen, dass das klappen könnte, weil die Autos sind ja eigentlich nicht schlecht gewesen. Also der F-Type zum Beispiel hat Durchweglob bekommen, der I-Pace hat ja auch Durchweglob bekommen. Also, ich habe ein paar Mal gelesen, dass der beste EV zumindest zu dieser Zeit war. Darum, also die Autos waren nicht schlecht gewesen. Ich habe das Gefühl, liegt es vielleicht am Marktsegment, das sie einwählen, weil dort müssen sie halt gegen die Deutschen, gegen die 3 grossen Deutschen antreten. Oder ist ein bisschen das Image, weil wenn wir jetzt zu der anderen Firma gehen, die ja auch angekündigt hat, dass
dass zumindest in Europa, vor Europa, hat gesagt, dass sie ab 2026 nur noch Elektroauto werden anbieten. Das Image ist ein bisschen anders. Wir haben den Fiesta ST, den Focus ST, früher den Focus RS, den Mustang. Das Image ist dort ein bisschen anders. Ja, und ich glaube, dort tut es uns als Petrolheads fast ein bisschen mehr weh. Meinst du nicht? Ja, schwer zu sagen. Also, meine Ford ist sehr divers. Es sind halt ein bisschen alles. Sie haben eben den Mustang, ein Auto, das viele Leute cool finden, wo auch ich durchaus Respekt dafür habe, solange es den grossen 8-Zylinder-Motor drin hat natürlich. Das passt für mich eben nicht so ganz, dass man jetzt sagt, ja, man hat heute die grossvolumigen Motoren und man setzt sie mit irgendwelchen Elektromotoren. Verstehe mich nicht falsch, ich meine, die Autos fahren sich immer noch super, aber einfach vom Image, das, was ich im Kopf habe, wenn ich an einen Mustang denke, das passt nicht überein, dass dort jetzt einfach so ein Elektromotor drin säuselt. Ja. Jaguar jetzt als Marke geht in die gleiche Richtung, auch dort, man hat eigentlich fast immer grossvolumige Motoren gehabt, man hat eigentlich fast immer, also ich glaube V6 war wahrscheinlich das kleinste, das Jaguar jemals gehabt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also jetzt in jüngerer Vergangenheit haben sie schon auch die 2 Liter 4 Zylinder gehabt, früher Jahr. Also der berühmte, also was Jaguar natürlich immer gehabt ist ja der 5 Liter V8 Kompressor, oder? Das ist für mich der Jaguar-Motor, oder? Und das findest du nicht mehr so? Nein, natürlich nicht. Und eben, bei Ford ist es halt schon ein bisschen anders, weil sie sind viel breiter aufgestellt. Sie haben etwas für die Einstiegsklasse mit einem Fiesta, sie haben etwas für Petrolheads mit dem ST und RS-Modell, sie haben etwas für Vertreter mit dem Mondeo. Also sie haben ein bisschen alles. Und ich denke, für sie ist es auch ein bisschen einfacher, nah neue Modelle rein elektrisch aufzubauen. Einfach weil die Marke so vielfältig ist, wobei eben der Mustang dort ein bisschen die Ausnahme ist, meiner Meinung nach. Und dadurch ist Jaguar dann natürlich schon ein bisschen, hat einen schwierigeren Stand. Ist einfach so mein Gefühl zumindest. Ja, sehe ich ähnlich. Ich muss jetzt sagen, mich hat Ford fast ein bisschen mehr enttäuscht. Okay. Weil ich habe die kleinen Autos, coole kleine Autos gedacht, oder? Wie der Fiesta ST, Focus ST. Und das andere ist auch, ist jetzt ein paar Monate her, hat ja Ford auch das Shelby-Modell eingestellt gehabt. Der GT350, der 500 gibt es noch. Aber der GT350 haben sie eingestellt gehabt. Das hat mir fast ein bisschen wehgetan, weil es war wieder ein Sauger. Ein höchstreiner Sauger, eine Handschaltung, die weggekommen ist. Ja, schade. Wirklich schade. Also eigentlich für beide schade. Aber vielleicht werden sie ja irgendetwas mega Cooles bringen, wo man dann wieder stehen könnte. Ich denke, es ist insofern auch wieder eine Chance, weil das Ganze natürlich viel kompakter gebaut werden, dass sie styling-technisch etwas anderes anstellen, wo die Masse wieder anspricht. Das ist halt immer noch ein Punkt, wo, es ist ein bisschen, man weiss halt nicht, wie die Menschheit oder die Petrolheads darauf werden reagieren. Aber eben, ich sehe es immer als eine Chance. Natürlich, ich bin da völlig bei dir, es tut ein bisschen weh, dass man die schönen 8-Zylinder-Saugermotoren nicht mehr wird hören, oder nicht mehr so viel zumindest. Aber wie gesagt, irgendwo durch muss man es auch positiv, oder ein Körnchen Positivität noch drin sehen. Jawohl. Jemand, der Positivität gesehen hat, oder das Gute im Schlechten, oder das Schlechte im Guten, war der Gordon Murray. Der hat ja vor kurzem seinen T50 vorgestellt und jetzt haben sie im Februar den T50S vorgestellt mit dem Namen als T50S Niki Lauda, zur Ehre von der Formel 1-Legende. Hast du den gesehen? Ich habe ihn mir rasch angeschaut. Sieht recht wild aus und nochmal unglaublichere Specs sogar. Ja. Was wolltest du sagen, oder? Der letzte Big Bang ist eigentlich auch das so. Der Gordon Murray wird auch mit einem grossen Big Bang noch raus. Ja. Hast du irgendetwas dazu zu sagen zu dem Monster? Was kann man da dazu sagen? Ich würde mich mal freuen, das Ding mal in echt dann auch zu sehen und vor allem zu hören. Ja. Weil es schlägt in die gleiche Kerbe wie ein Ferrari FXXK, der nie auf der Straße, oder wahrscheinlich nie auf der Straße wirst antreffen. Von dem her, ich würde mich freuen, den mal in echt zu sehen. Ich weiss nicht, vielleicht kommt er irgendwann mal auf einen Autosalon in Genf oder so, wenn es das dann jemals wieder wird geben. Ja, und das habe ich auch nicht. Eben, ja. Nein, also ich bin wirklich gespannt, das Ding mal in echt zu sehen. Aber sonst, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was dazu sagen. Es ist einfach wild. Krass, aber... Absolut.
Ja, es ist einfach, wir haben es mal erwähnen, weil es halt nochmal so ein grosser Bang ist. Mal schauen, ich würde mich freuen, wenn wir, eben, wie du gesagt hast, noch irgendetwas davon hören, weißt? Ja. Ich denke schon mal, dass die grossen UK-Magazine und Channels es zeigen werden, Ja. weil, ja, wir müssen es sehen und hören, Ja. sonst ist gar nichts dort. Richtig. Jemand, wo interessanterweise, eine Firma, die interessanterweise noch etwas aus der Vergangenheit hat können mitnehmen, ist Lexus. Die haben immer noch in der V8-Sauger irgendwo dort drin, die haben immer noch Modelle, was sie dann brauchen. Und wie es aussieht, soll er wieder in IS kommen. Mit dem V8-Sauger. Geil. Ja, also damals sind sie ja gegen den M3 gegangen. Ja. Und ich finde es cool, dass Ja. da wieder einsteigen. Ja. Limousine mit einem Sauger V8. Ja. Kann ich dir absolut zustimmen. Ich überlege, haben die echt gedacht, ja, Mercedes AMG, die steigen da aus und alle, die nur wegen V8 waren, die holen wir jetzt noch ab. Oder ist das ein bisschen weitergeholt? Ich meine, realistisch ist es auf jeden Fall, weil Lexus ist eine Premium-Marke. Einer der wenigen, die so einen Motor überhaupt noch anbieten, die aus Asien kommen. Weil sonst hast du dann ja hauptsächlich irgendwie 3- oder 4-Zylinder-Motoren. Ja, Mann. Von dem her zuversichtlich. Auch eine Kollegin von mir fährt einen ISF. Okay. Und also ein absolut geiles Auto, muss ich sagen. Tönt cool, sieht cool aus. Eben, also es ist ein komplettes Package. Und ich bin wirklich froh, dass Lexus sich da dazu entschieden hat oder dass es möglich gemacht hat, dass sie in Zukunft auch so ein Modell werden anbieten. Man muss eben auch sehen, es war nie ein Massenmodell gewesen. Also, die Kollegen haben erwähnt, dass von dem Auto irgendwie in der Schweiz vielleicht 60 Stück, 70 Stück während der Laufzeit von einem ISF verkauft worden sind. Ja. Also es sind keine Massen. Und trotzdem bin ich froh, dass sie das machen. Und vielleicht, wie du sagst, vielleicht ist es ja eine Chance, dass halt eben die Käufer, die sonst zu einem S65 AMG gegriffen hätten oder zu einem M5, dass die sich jetzt vielleicht umentscheiden und sagen, oh nein, ich will wegen der Motorencharakteristik noch so ein Auto. Und dann haben sie halt fast keine andere Wahl mehr, als zu einem Lexus zu greifen. Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin wirklich gespannt, wie das Modell aufgenommen wird. Ja. Ihr grosses Coupé, ich weiß gar nicht mal. Was ist es? Ein LS? RC? CF, glaube ich. Ist es gut? Ja, ich glaube, es ist gut. Das ist mir jetzt richtig peinlich. Aber sie haben ja das grosse Bin mir Coupé, nicht sicher. wo der Motor noch drin hat. Und ich glaube, zumindest in den USA läuft es noch einigermaßen. Ich habe es jetzt bei uns nie gesehen, ich weiß gar nicht mal, ob es bei uns gibt. Peinlich. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie das Ding ankommen wird. Ja, bei uns ist halt das Problem, dass die Leute sich eher auf die deutschen Marken orientieren. Aber wie gesagt, also alle da draussen, die Interesse haben an so einem Auto, schauen da wirklich die Lexus an. Es sind gute Autos, sie sind top stabil. Ich meine, Toyota nicht umsonst der grösste und eigentlich der zuverlässigste Autohersteller der Welt. Und das sind ja Zahlen, die man findet. Das ist nicht irgendwie etwas frei erfunden. Darum, ja, also wenn ihr so einen Mindset oder einen offenen Mindset habt, schaut euch das Auto an. Also ich kann es wirklich auch nur empfehlen. Ich bin gespannt, was wir davon hören werden. Wow, das ist jetzt ein cooler Übergang. Von einer geraden Zylinderanzahl zu einer ungeraden Zylinderanzahl. Okay. Beste Übergang. Cupra, Formentor, der Ja. VZ5. Offenbar hat Audi da angegeben. Und der Cupra kommt jetzt ja, eigentlich der Motor aus dem RS3 über, der 2,5 Liter 5-Zylinder. Interessante Kombination. Absolut. Also ich bin persönlich froh. Ich finde den 5-Zylinder von der Audi absolut der Hammer. Ich finde es cool, dass jetzt eine andere Marke innerhalb des VW-Konzerns den Motor wiederverwenden darf. Der Formentor ist jetzt halt, weil es ein SUV ist, nicht so die Zielgruppe. Also ich bin nicht ihre Zielgruppe. Aber das hat für mich so ein bisschen den Hint oder den Hinweis darauf, dass sie vielleicht gleich einmal ein Leon gestylten Auto kommen mit dem 5-Zylinder drin. Ja. So ein Leon Cupra-artig, oder? Da wäre so ein bisschen meine Hoffnung. Oder dann natürlich etwas ganz Kleines à la Ibiza. Wäre natürlich auch noch ganz frech. Ja, das wäre fast. Aber nein, wie gesagt, also ich bin einfach froh. Für mich die Kernaussage ist, dass Audi es erlaubt, dass andere Marken innerhalb des Konzerns ihre 5-Zylinder aus dem Audi TT RS und aus dem RS3 dürfen verwenden. Und das finde ich extrem positiv.
Und ich bin wirklich gespannt, ob Cupra das vielleicht noch in anderen Modellen wird wiederverwenden. Das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich nicht darüber nachgedacht. Ja, ein Leon kann man mir noch gut vorstellen. Vielleicht dürfte dann nicht die ganzen 400 irgendwas PS haben wie der RS3, aber ein bisschen unten dran, da wären wir auch happy. Also, Absolut. mal schauen, wie weit das der Leon darf gehen, aber wäre Absolut. definitiv cool. Vor allem, es klingt ja wie ein halber V10 eigentlich. Du hast wirklich generell die ungerade Zylinderzahl tönt irgendwie noch eigentlich einen schönen Ton. Absolut. Freuen wir uns auf. Oh ja. Cupra, macht es einfach. Wir sind auf einem guten Weg. Bringt den Leon mit dem 5-Zylinder. Machen das. Jetzt, das wäre es eigentlich für die Auto-News. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen angesprochen. Kommen wir ganz kurz noch zum Motorsport. Ist eigentlich nicht viel los, weil die Saison hat generell eigentlich in den USA ein paar schon angefangen. Ja. Aber was ich aber ansprechen ist die Formel E. Die hat in Riyadh, in Saudi-Arabien, die Saison eigentlich angekickt. Hast du zufälligerweise geschaut? Ich bin ehrlich, ich habe nicht geschaut, nein. Ich habe auch nicht geschaut, aber die Formel E, ich habe das Gefühl irgendwie, dass, am Anfang habe ich noch gerne geschaut, weil es war eine neue Serie war, alle haben mit dem gleichen Auto angefangen. Es ist im Prinzip, auch darunter, haben fast alle das Gleiche verwendet. Und ich habe das Gefühl, die Rennen waren immer noch cool. Und so, ja, ist auch spannend, die Saison war auch spannend. Meine Boemi hat mit einem Punkt Rückstand eigentlich die Saison verloren sozusagen. Ja. Also es war wirklich eine coole Saison. Jetzt habe ich das Gefühl, die Luft ist ein bisschen draussen. Wie siehst du das? Bist du dabei von Anfang an? Oder? Nein, also Formel E, ich habe sie wirklich nur am Rande verfolgt. Klar, als wir das Rennen hier in Zürich hatten, das habe ich mitverfolgt. Okay. Ich war zwar nicht dort, weil ich genau gewusst habe, es wird einfach völlig überrannt sein. Aber ich habe es ein bisschen mitverfolgt. Ich finde es gut, eben das vom Setup her, dass sie alles sehr ähnlich, eigentlich fast schon so streng reglementiert haben, dass es fast nur einen Typ in dem Sinn gibt. Finde ich wirklich gut, weil dann kommt es wieder auf den Fahrer drauf an und weniger auf, wer den besten Motor baut oder wer die beste Aerodynamik baut oder was auch immer. Aber ja, also ich weiss auch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass aus dem Ganzen, was eben draussen alles läuft, dass alles so ein bisschen eingeschränkt nur möglich ist, dass sich die Leute auch nicht wirklich dafür interessiert haben, was jetzt irgendwie eine Formel E macht. Ja. Es hat nie den absolut grossen Bereich angesprochen. Ich meine, rein vom Hören, was ich so von den Leuten höre, wenn man über das Thema redet, die meisten kennen auch die Formel 1, aber bei der Formel E sagt die Hälfte schon so, okay, habe ich nicht gewusst. Ja, okay. Also, ich weiss halt nicht, ich denke, sie sind immer noch in den Kinderschuhen. Ich denke, sie sind das immer noch am Aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann mal medial mehr Präsenz wird daherkommen, dass die Leute das dann auch eher noch kennenlernen werden. Ob das jetzt etwas ist, das die Masse wird ansprechen, schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Ja, sehe ich ähnlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sogar das Gefühl, es geht in die andere Richtung. Ich kann mich natürlich absolut irren. Ich habe das Gefühl, am Anfang ist, weißt du, hast den Hype gehabt, die Rennen haben es auf YouTube gezeigt und jetzt haben sie jetzt schon angefangen aufzuspielen, du kannst nur auf YouTube schauen, du kannst nur eine Zusammenfassung auf YouTube schauen. Die Rechte sind schon verkauft worden an Channels und ich habe das Gefühl, es war vielleicht zu früh gewesen, den Schritt zu machen. Oder überhaupt den Schritt zu machen, oder? Ich meine, sie sagen, es ist super modern, sie haben ja sogar die Mario Kart Boost Pads, wo kannst du drüber fahren, zweimal im Rennen oder so. Ja, wieso hat das Ding nicht können auf YouTube weiterleben oder generell im Web? Ich habe das Gefühl, es geht in die andere Richtung. Ich habe das Interesse auch verloren mittlerweile. Auch, weißt du, ich sehe wieder, ich sehe schon, wieso die Hersteller dort mitmachen wollen, um ihre Technologie vorantreiben und vor allem auch über die Ingenieursleistung sich einen Vorteil zu erarbeiten. Oder? Aber wenn dann ein Team halt einen grossen Fortschritt macht, dann ist es auch für die Zuschauer langweilig. Oder? Und eben die ersten 3 Saisons, habe ich das Gefühl, sind super spannend gewesen. Aber nachher hat es, zumindest für mich, ist es in die andere Richtung gegangen. Also ich bin da eher skeptisch. Ja, ich kann mir auch vorstellen, das ist jetzt ein weit hergezogener Gedanke von meiner Seite, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn eine Formel 1, eben, man hat Motoren gehabt, man hat Geräuschkulissen gehabt, es war halt Rennsport gewesen. Und all das, was zumindest ich mit dem Rennsport verbinde, ist halt all das, dass du mehrere Leute hast, die miteinander fighten, die auch soundtechnisch und kulissenmäßig
hast du einfach Massen dort, wo sich dafür interessieren, wo das hypen, wo auch anführen, oder? Und Formel E, es ist halt, man will moderner sein, man will so ein bisschen den grünen Gedanken mitnehmen. Ich meine, das ist ja das, was uns jeden Tag verkauft wird. Benzin ist dreckig, Ausstöße, bla 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 bla. Elektro ist sauber, null Emissionen. Jetzt, wir wissen alle, oder die Zeitungen lesen, wissen, dass das ja nicht ganz korrekt ist, weil die Batterien ja doch auch vom Fußprint, vom Fußabdruck her relativ dreckig sind. Es ist einfach nicht da bei uns, sondern es wird irgendwo in, ich weiss nicht, wo die in China und Südamerika, glaube ich, mit dem Abbau von diesen Materialien, dort wird es ja produziert. Darum brüstet man sich dann da so, ja, wir sind sauber, oder? Aber ich denke, es ist auch so ein bisschen die Überlegung, die Formel E ein bisschen zurückhaltet, weil Elektro verbindet man heute in den Medien mit Grün, aber ein Rennen ist nicht grün. Was meinst du dazu? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es geht in die andere Richtung. Meiner Meinung nach, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht mehr so präsent. Wie gesagt, sie haben ja auch die jungen Leute drauf holen. Eben, es war auf YouTube, es war sichtbar. Und jetzt ist es auf Eurosport. Nicht, dass Eurosport irgendwie schlecht ist, aber es ist einfach von diesen Jungen, schaut nicht mehr Eurosport. Das ist so, ja. TV ist... Können wir unsere Assistentin fragen, schaust du Eurosport? Ich? Ja. Nein. Sorry. Eben, Ja. Frage beantwortet. eben, ja, ich glaube, es ist hat dann, wie soll ich sagen, vielleicht der Business-Gedanke dort vielleicht ein bisschen zu früh. Gegriffen. Ich kann mich auch irren natürlich, aber wie gesagt, für mich ist die Luft draussen. Vielleicht, wenn sie eine neue Strecke bringen, so würde ich mal reinschauen, aber sonst eher nicht. Aber apropos neue Strecke, Saudi-Arabien, die waren ja letztes Jahr dabei gewesen, und dieses Jahr, diese Saison, sollen sie in der Formel 1 das Rennen haben. Also eigentlich vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi sollen sie in Jeddah fahren, in Saudi-Arabien, soll ein Stadtkurs werden. Cool. Bin gespannt. Letztes Jahr in Vietnam. Jetzt bin ich aber nicht sicher, ist es Hanoi? Ich glaube in Hanoi ist es fahren sollen, ja. Ist ja nicht zustande gekommen, aus verschiedenen Gründen, nicht nur die Pandemie. Und jetzt in Jeddah, bin gespannt. Ja. Hast du eine Meinung dazu? Neue Strecken sind immer willkommen. Es ist so ein bisschen ein Greenfield Approach. Das heisst, die Fahrer haben sich noch nicht mit ihrer Erfahrung darauf vorbereiten, sondern es ist wirklich der gleiche Stand für alle. Und Stadtstrecken sind natürlich sowieso nochmal etwas ganz anderes Highlight. Ja. Also, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, mal schauen, wie es dort aussehen wird. Ich denke, die finanziellen Mittel werden wahrscheinlich da sein und es wird topmoderne Kurs sein. Ich bin gespannt, wie der sich in die Stadt wird einfügen wird. Ob es auch wirklich in der Stadt ist oder vielleicht dann eher außerhalb ist. Aber ja, bin gespannt. Definitiv. Ja, das wären eigentlich unsere Themen gewesen. Das Mal. Wir haben es eigentlich kürzer gehalten, ist recht lang geworden. Sorry. Aber es ist ja eine Art Podcast, haben wir ja schon angesprochen letztes Mal. Ich glaube, ich hoffe, man wird uns vergeben. Hast du noch irgendwelche Worte zum Schluss? Das Wort zum Sonntag. Ja, voll, ja. Ganz ehrlich gesagt, nein, eigentlich nicht. Also, es hat mal wieder Spass gemacht, wie das letzte Mal schon. Bin natürlich auch gespannt, wie es wird weitergehen, ob wir vielleicht auch mal an einer anderen Location werden sein, mit anderen Leuten auch. Wäre definitiv auch mal cool, noch andere Meinungen auch reinzukriegen. Nein, also es hat mich wie immer gefreut und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Wie immer, wir haben ganz viel Blech geredet. Schreibt Kommentare, korrigiert uns, ergänzt, was wir gesagt haben. Und nochmal dir merci vielmals. Danke auch. Ahoi, merci vielmals und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Bleibt gesund, ja.